Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und jetzt, nachdem wir den Weg endlich gefunden haben, nach dem Pfad finden für Blöder im letzten Teil, werden wir uns jetzt hier mal endlich auf den Weg machen, da wo es richtig hingeht. So, jetzt robben wir uns mal da durch. Hau ab, du Gesicht! Ich will nicht! Hilfe! Oh Gott. Okay. Na toll, der kommt bestimmt hierher. Hallo? Ah. Oh Gott. Ich will jetzt gar nicht wissen, wo die sind. Scheiß drauf, ich renn jetzt. Scheiß drauf! Uah! Da ohne ist er! Uah! Ich will nur weg, ich will nur weg. Bam, 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 bam. Hilfe! Uah! Ausgerechnet Bananen. Hilfe! Wo geht's denn hier weiter? Ach du! Dann quetsche ich doch durch. Alle Vögel sind schon da. Ausgerechnet Bananen. Ja, ich würde mich ja gern heilen, aber... die sabbern doch hinter mir rum, die Blöde. Ja, los mich doch durch. Ach du Liebserkette. Oh, oh Gott, geht über die Leichewand. Geht. Alle Ketzer sind schon da. Ausgerechnet jetzt heilen. Dann heil dich auch. Und, oh Gott. Ich glaube, da muss ich weiter, oder? Oh oh, ich glaube, die sind schon da. Mach doch weiter! Oh, natürlich. Sei jetzt nicht, dass ich... Und wir sind in der Schule mal wieder. Na, super geil. Da freue ich mich natürlich auch wieder wie Sau. Oh, nein. Also die Wechsel kommen hier mittlerweile echt zu schnell, muss ich sagen. Und hier grützelt es auch schon ordentlich. Alle Dämonen sind schon da. Ausgerechnet Jessica. Oh Mann, ich mag's nicht. Scheiße. Ich glaube, ich nenne die Vögel, alle Vögel sind schon da. Die Vögel. Ich nenne die Folge, alle Vögel sind schon da oder sowas um den Dreh. Oh Mann, ich hab Panik wie Sau. Mir gefällt's hier überhaupt nicht. Und ich meine, bei der Ketzer war das ja schon schlimm genug, aber das jetzt wieder, ach du Liebe-Zeit, da wird man verfolgt, gejagt. Und dann kommt man natürlich wieder zurück in die Schule. Also ich finde, die Wechsel sind hier mittlerweile zu abrupt. Boah. Also die Wechsel mittlerweile halten sich nämlich die Woge. Jetzt sind wir es wieder 9:30 circa. Oder 2 vor 9:30. How the fuck do I get out of here? Morgens 9:30 in Deutschland. Yankee pisst sich ein. Scheiße. Mann. Okay. Da ist wieder irgendwas. Irgendeine Teufelei ist doch schon. Hier draußen glücklicherweise nicht. 212. In 212 ist auch nichts. Da ist nur blockiert. Was haben wir dann hier Schönes? Oh, da hängen ein paar. Ja, da hängen ein paar. Das nimmt er einmal prompt auf. Das ist wohl das, was man so unter Abhänge im Pausehof versteht. Die coole Kids, die hängen hier immer da gemeinsam rum. Scheint wohl hier, ach, sehr wörtlich genommen zu werden. Nur, dass es immer dieselbe Person ist, die da abhängt. Ach, die Liebe-Zeit, das ist doch immer die Jessica, oder? Das ist jetzt nicht noch ein anderer. Oh, das sieht ja gruselig aus. Und die Schlinge ist immer noch nicht ganz zugezogen, dass ihr das immer noch nicht gelernt habt von der Entwicklung her. Das müsst besser gehen. Die Schlinge ist nie ganz zu. Schämt euch. Wie sieht's dann aus? Wie nennt ihr das dann? Ich habe viele Freunde, ja, mit denen ich sehr gern abhänge. Oh.
Nicht, no, Zwimming. Ja, alles klar. Oh Mann. Oh, Galgenhof. Oh, Galgenhof. Oh. Ih. Aber ich finde es schade, dass die nicht alle auf einer Höhe hängen. Okay, die sieht auch sehr dämonisch aus, wenn man die fixiert. Also die Aare sind immer erleuchtet, aber das Gesicht sieht man irgendwie nie richtig, oder? Nee, sind immer nur die Aare, die erleuchtet sind. Aber das Gesicht sieht man nie richtig, oder? Bei derer? Nee. Ach, immer nur so Dämonen-Aare. Ach ja, so ist das halt. Ach, die sieht man mal richtig. Oh, nett. Die hat zumindest die Strieme um den Hals. Aber die will nicht so, die Strieme wollen nicht so richtig zu der Schlinge passen. Netter Ansatz für die Animation, aber das geht besser. So, jetzt gehen wir erstmal aufs Klo. Und ich steht mal Sache. Ich habe noch ein Drückerle parat. Ach, besser. So, ohne so Spüle interessiert eh keine Sau mehr hier. Da ist nichts drin. Oh Mann, oh Meter, ich mag nicht. Da bin ich auch noch ins Dame-Klo reingerannt. Jetzt gehen wir nochmal ins Herre-Klo rein. Aber ich glaube, das sind sowieso nie Batterien für uns. Hier ist eh schon alles voll gepisst. Urinstein und so. Da ist nichts. Und da ist auch niemand. Kein Herr Ornanski oder so im Klo. Das ist gut. Ja, bei solcher Schule mit größerer Klassenstufe, da hockt normalerweise immer so ein Herr Ornanski auf dem Klo. Uah. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Da findet man normalerweise immer doch eigentlich so Mitleidsbatterie oder so. Es ist immer noch scheißen ungemütlich. Also ich mag immer noch nicht in der Schule sein hier. Ich finde die Schule nach wie vor echt am bedrückendsten. Nicht nur Mitleidsbatterie, das ist sehr schade, wie ich finde. Wie viel haben wir dann überhaupt im Sack noch? Svea. Was war? Ah, okay. Okay, es ist nur der Herrgott. Na gut. Na gut, es blutet nur Jesus. Und es bilden sich nur blutige Hände. Das ist jetzt nicht so der Brüller, aber die Musik dröhnt wie Saugrad. Dass es immer das Geschwabbel da noch ist. Das ist ja nervtötend. Aber es würde mich auch mal interessieren, weil der halt immer nur so Fusselzeug hier in der Schule aufnimmt, was der eigentlich im richtigen Leben aufnimmt. Das fließt noch weiter, das Blut, oder? Ja. Das fließt noch weiter, aber scheint sich noch ohnehin nicht zu verdicken, glaube ich. Gucken wir dem doch gerade mal so ein bisschen zu. Boah, Mann. Ich bin echt mal wieder arg gespannt wie noch was. Ausgerechnet Bananen. Das ist natürlich aus The Simpsons. Wie könnte es auch anders sein, wenn ich irgendwas erzähle? Und zwar ist das die Folge, wo der Bart mit der Batterie, yay, mit der Tochter vom Reverend Lovejoy was anfängt. Und dann will er zu ihr auch zum Obendessen gehen und wo er sich dann im Bad fertig macht dafür. Ah, da sehen wir immer noch die Galgarinos oder Galgarellas. Und dann macht er sich dann im Bad fertig, kämmt sich durch den Mittelscheitel, damit er auch gescheit aussieht. Und wo sind denn die Seile eigentlich festgemacht? Hängen die im Himmel? Naja, das ist auch eine Kunst. Ja, auf jeden Fall macht er sich doch fertig für sein Rendezvous bei der Paartochter. Und Homer steht davor. Und die Marge guckt nach zu im Bad, was er da schafft. Und der Homer kommt dazu und singt dann, ach. Und er sagt dann, ist das nicht unglaublich, unser junger Sohn wird erwachsen. Da fängt er so ein bisschen rumzukreien und meint dann, alle Vögel sind schon da, ausgerechnet Bananen. Und die Marge dann, ach ja, Homie, du musst dich damit abfinden, unser Sohn wird langsam erwachsen. Und er nur, darum geht es doch nicht, Marge, hast du nicht gehört? Sie will Bananen und es gibt keine mehr. Und rennt einfach greinend dann fort. Das ist... Ich glaube, ich bin irgendwie der einzigste Depp, der über sowas wirklich lachen kann und sich über sowas richtig freut. Ich finde es zum Totlacher. Ach ja, ach ja. Aber ich muss mal kurz pausieren. Die Post ist do, bis gleich. Do bin ich wieder. Ja, der Nachbar hat was geliefert kriegt und
Die Sache war, dass infolge von Blitzeinschlag in letzter Zeit viel ausgefallen ist, was Elektronik und Internet angeht. Und ja, der braucht Ersatzteile, die sind heute geliefert worden und ich habe gesagt, ich nehme sie entgegen. Jo. Dann machen wir mal weiter hier. Hallo Galgarellas. Ihr hängt doch aber nur, ihr macht nichts anderes. Ich glaube, die Jessica macht nichts anderes als hängen und ab und zu mal schreien. Oh, da ist gerade jemand gelaufen. Entweder ist es unser Schleckermaul oder es ist wieder die Jessica, die uns warnen will, dass er kommt. Wobei ich nicht wissen will, was passiert, wenn er kommt. Würg. Okay, können wir jetzt einfach mal den normalen Weg gehen oder wie sieht's aus? Nee, natürlich nicht. Mann. Also der Zungekuss-Dämon, der ist ja auch ziemlich ranzig, muss ich sagen. Ich bin immer gespannt, als wäre der sich entpuppt, ob das... Es hieß ja, die Jessica wäre eventuell auch ermordet worden. Also von jemand anderem erhängt worden. Und jetzt bin ich immer gespannt. Da ist auch wieder ein blutiger Stuhl. Jessica loves Blake. Oh, waren die zwei ursprünglich mal ein Paar, bevor er die Lynn getroffen hat oder bevor er dann mit der Lynn zusammengekommen ist? Das heißt, wäre die Jessica nicht umgekommen, wären die beide jetzt ein Paar? Fragezeichen. Die Frucht stellt sich jetzt. Oh, Alter, wieder dieser absolut stiere Psycho-Kinderschänder-Priester hier. Das gibt's doch gar nicht. Also die zwei finde ich ja auch schrecklich. Der sieht ja schon aus wie besonders Liebe. Und das ist echt mal der Paare Kinderfreund. Ach du liebe Zeit. Ich weiß nicht, dass er auf seiner katholischen Schule war. Könnte es ja auch sein, dass er von einem Priester eventuell misshandelt und umgebracht worden ist. Man weiß es nicht. Okay. Von dem vielleicht. Oder von dem da. Herrn Uff. Mann. Oh, da ist was hinter mir. Habt ihr das gesehen? Der Shutter. Du war was hinter mir. So eklig bucklig hinter mir hergesticke. Wenn ihr das nicht gesehen habt, unbedingt wieder zurückspule. Sau widerwärtig. Also irgendein buckliger Schatten ist mir hinterher gesticke. Das war wahrscheinlich wieder der Dämon Schleckermaul. Oh Mann, der Zungekuss-Dämon. Kotz, Alter. Oh, die Schule ist mir hier sowas von unheimlich. Ich sag's euch. Ich kann's, glaube ich, echt Sache, wie unheimlich ich diese scheiß Schule hier finde. Ich hoffe, die bringen keinen Ableger raus mit Outlast 2 Schule oder so. Und dann hieß Yankee, spiel doch mal Outlast 2 Schule. Jessica. Verband. Ja, die Binde, die nennen wir auch mit. Zur Not dient uns auch die Binde als Verband. Das ist zumindest mal ein schöner Gegenstand, den ich hier drin gefunden habe. Obwohl ich mich mit so einem Verband wahrscheinlich auch nicht verbindet. Aber in der Not und so, ne? Oh, bitte kein Buckelschatten mehr. Ich krieg's Kotze, Alter. Ich mag nicht. Jetzt muss ich auch höllisch aufpassen, weil ich hier einen kurzen Break drin habe. Darf ich jetzt auch nicht bei 20 Minuten schreien Huchai und Hossa und Witte, Bum, Bum, sondern ich muss noch ein paar Minuten drauflecken, damit ich auch auf meine 20 Minuten Grenze komme. Scheiße. Da ist wieder blutgesprenkelte Jesus. Dem geht's gut. Der hat die Zeit seines Lebens. Ja, okay, aber sonst sieht er eigentlich normal aus. Der ist halt nur blutgesprenkelt. Und, Alter, der ist nahe. Der sieht eigentlich noch normal aus, der ist Sache. Der Norbert Blüm wieder. Alter, das hat doch ganze Glatz machen. So habe ich es doch auch gemacht, nachdem ich hohen Ausfall gehabt habe. Ja, da ist der Norbert Blüm, der Paare Kinderfreund. Der Paare Superkinderschänder. Dann der Jonathan Frakes auf Pädophil wieder. Mann, sind das Gestalter. Das sind aber auch irgendwie immer dieselbe. Und ich frage mich, warum die so häufig da abgebildet sind, die Typen.
Mann, Mann, Mann. Library. Ah, okay, geh mal wieder in die Bibliothek. Okay. Ich mach mal lieber zu. Ich fühle mich doch einfach sicherer, um ehrlich zu sein, wenn hier zu ist. Wobei die NDR natürlich auch auf ist. Könnte eventuell nochmal unseren Fluchtweg sein. Man weiß es noch nicht. Nur wieder so ein kleiner Besprechungssaal. Jetzt haben wir es 20 vor. Aber ich weiß ja, dass unsere Armbanduhr genauso tickt. Finde ich eigentlich auch schön, wenn man bei der Bibliothek noch so ein kleiner Besprechungssaal neben dran hat. So ein kleiner Medienraum sogar mit ein bisschen Bilder, mit ein bisschen TV. Ja, obwohl der auch nicht eingestöpselt ist, aber nicht schlecht. Finde ich persönlich sehr cool, wenn man definitiv auch solche Rückzugssäle hat. Wo man dann auch nochmal besprechen kann und die Bücher miteinander besprechen kann. Oh oh. Oh ne, ich sag jetzt nicht, dass es ein Bücherlabyrinth ist. Schotte, Schotte, überall Schatten. Hau ab, Wallrider. Ah. Nicht, dass es in Wirklichkeit so ist, dass ich an einer Wallrider-Maschine oder so bin. Aber das glaube ich eher nicht, weil die Storyline ist ja eigentlich abgeschlossen mit Walritter und so. Die Musik, Mann. Die macht mich fertig. Fertig macht die mich. Wah, 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 wah. Oh, Scheißendreck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt schnauft er wieder wie ein Wal raus. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann beruhig dich doch erst einmal. Ich drehe mich jetzt wahrscheinlich um. Du steht da. Ja, dann komm doch mal wieder zu Atem. Das gibt's doch gar nicht. Das geht um Leben und Tod. Und der Typ rennt kein Millimeter. Okay, jetzt muss ich halt nachladen. Das gibt's doch gar nicht. Also wenn es um Leben und Tod ginge, hätte ich doch flitze wie noch was. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang bin. Ich kann es echt schon gar nicht mehr sagen, wo ich lang gegangen bin. Und die Musik macht es auch nicht gerade besser, würde ich sagen. Scheiße. Ich und Labyrinth. Ich habe doch sowieso Orientierung wie ein Felsbrocker. Und dann schmeißen sie mich in ein Labyrinth hier rein. Super Idee. Bravo. Idiot, 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 Idiot. Dann das Gefussel noch dazu. Scheiße, ich glaube, ich komme hier nie wieder raus, oder? Ah, da ist der Bücherhaufe, der große. Bitte lass mich jetzt wieder durch so einen ganz normalen Höhle-Eingang oder so durchkriechen. War ein Buch mit Faith, mit Glaube noch gestanden. Aber ich hab's nicht mehr lang. Ich hab's nicht mehr lang, da ist die Episode durch. Aber es ist ja schon geil mit so vielen Büchern, wobei das jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Bücher wären, die ich lese tät. Mit Glaube und so. Also das wären jetzt auch nicht so meine bevorzugte Bücher. Aber so viele Bücher auf einem Haufen finde ich einfach definitiv geil. Ich bin ja sehr großer Freund von Büchern. Ich bin ja ein sehr... nur noch Annie im Sack. Bin ja ein sehr bibliophiler Mensch. Also hab auch gern viele Bücher und lese auch sehr gern viele Bücher. Okay, das ist klar, dass das Ding nicht aufgeht. Zur Belohnung ist da jetzt nicht eine Batterie oder so drin. Nur Schere, wir könnten mit der Schere rumrennen. Das wäre doch auch mal nicht schlecht. Okay, da ist irgendwas. Ich befürchte, wir müssen da entlang. Oder müssen wir da lang? Das sah irgendwie auch noch Weg aus, oder? Da ist noch eine weitere Binde drin. Du kannst keine weiteren Verbände tragen. Kamera, sag ich. Eine Batterie wäre definitiv cooler gewesen als ein lausiger Verband. Ich war in der Horrorschule und alles, was ich bekam, war dieser lausige Verband. Renn, 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 du langer Mann. Liegst du, er kommt. Nein, hau ab, du Schleckermaul. Wie geht du, tausendhänderig, hau bloß ab, du Gesicht. Ja, kann der mich jetzt noch umbringen, oder? Okay. Na gut, also... Wohl wieder Erzunge-Kustwoche, aber das macht uns ja mittlerweile kaum noch was aus. Aber jetzt weiß ich zumindest, was da kommt. Es war jetzt auch nicht so, dass es so der Jumpscare wäre, aber halt so generell die Stimmung, wenn man das da volle Wumme auf der Ohren noch hört, das ist schlimm.
Scheiße, ja genau, scheiße. Dann renne mal, du langer Mann. Hi. Ja, ich renn hier hinterher. Ja, wo dann? Du hier oder was? Stecke ich mich in eine Bücherschränke oder wie? Oder was? Das ist aber ein Ketzer jetzt, oder? Nimm mir unseren Zungedämon. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Ketzer gelandet. Speichert. Zum Interagieren drücken. Okay, ihr liebe Leute, ich denke, ich bin auch jetzt mittlerweile bei, also meine Aufnahme zeigt mir 22 Minuten. Und ich denke, das ist auch so wieder der Part, wo ich mal das Leichte kann, dass ich jetzt sage, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen natürlich dann wieder Ian Yankee.